Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Special unseres Adventskalender. Heute zeige ich euch mein großes Projekt, das ja schon ziemlich lange läuft. Wie weit das im Moment schon ist, denn wer den Trailer schon gesehen hat, der kennt das bestimmt schon. Ansonsten solltet ihr mal den Trailer schauen. Und zwar geht es hierbei um die Oasis, um dieses Kreuzfahrtschiff hier, was nun schon ziemlich lange auf meinem Server rumschwimmt hier. Hab das mal angefangen und immer wieder mache ich wieder ein bisschen weiter, was zum Beispiel schon mal beim Trailer nicht vorhanden ist, sieht man gleich hier. Hat es ein paar neue Pools gegeben, genau gesagt 3 Pools. Und unter uns sehen wir einen Park, der ebenfalls neu ist. Wir können mal runtergehen da. Da diese Parkanlage hier ist ebenfalls neu, da kann man da durchlaufen mit Büschen und Pflanzen. Und da diese Glasfenstern hier, die haben speziell noch etwas Spezielles an sich. Und zwar sind das wie die Fenster von unten nach oben. Da unten sieht man ist eine Bar, eine Stehbar. Und da kommen dann noch ganz viele andere coole Sachen hin, was man dann ein anderes Mal sehen wird, wenn das beendet ist. Dann hat es hier ein Treppenhaus, ein ziemlich großes Treppenhaus, mit dem man auch überall hin kann. Das ist alles noch im Bau. Das Schwierige an diesem Schiff ist, wenn du das Grundteil mal hast, geht es darum, einfach mal überall das Zeugs reinzubauen, wie auch die Zimmer zum Beispiel. Im Trailer sind die Zimmer zwar schon da, aber im Trailer sind glaube ich noch keine Zimmer da, aber die Zimmer sind jetzt überall da. Überall immer mit schönen Betten und Bücherregal. Die außen haben noch Balkon, die innen zum Teil auch. Doch eigentlich haben alle einen Balkon. Ich weiß nicht, wie viele Zimmer das sind, aber es sind sicher an die 1000 Zimmer, die ich hier verlegt habe. Eine riesen Schuftarbeit war das, könnt ihr mir glauben. Klar, ich habe ein Zimmer gemacht und das x-mal kopiert, aber erstens mal das Kopieren ist nicht einfach tralali tralala, so ganz einfach, sondern das muss auch geübt sein. Und das andere ist noch, auf jedem Stockwerk sehen die Zimmer in der Mitte des Schiffes anders aus. Das kann ich euch gleich mal zeigen, indem wir einfach mal darüber gehen. So hier zum Beispiel. So, jetzt sollte ich weiß nicht, da kann man irgendwie rüber. So, hat es hier Zimmer? Mal schnell schauen. Ne, hier hat genau keine Zimmer. Denn die Zimmer gegen die Mitte außen sind etwas größer als alle anderen Zimmer. Hier zum Beispiel, dieses Zimmer ist doppelstöckig. Mit Doppelbett hier oben. Und da unten hat sonst noch einen Balkon, wo man schön auf den Park hinausblicken kann. Also es ist zwar doppelstöckig, es ist zwar nicht gegen außen, so wie die anderen Zimmer hier, schön außen am Schiff, am Meer, oder? Sondern es ist gegen innen, aber dafür ist es größer als alle anderen. So gleicht sich dann die Kategorie wieder aus. Dann haben wir hier in der Mitte auch noch ein Treppenhaus, das ist da vorne, glaube ich, irgendwo. Nicht, okay. Cool, wo ist denn das Treppenhaus hin? Okay, das ist irgendwo anders gelandet. Hier sollte eigentlich ein Treppenhaus sein. Finde ich jetzt ein bisschen komisch. Naja, wir nehmen jetzt einfach mal hier die Abkürzung. Hier wäre glaube ich das Treppenhaus, ne? Genau, hier hat es wieder Zimmer und die sehen wieder ein bisschen anders aus. Dieses Mal ist hier, hoppla, oh, ist noch schwierig etwas zu machen, ohne dass man die GUI sieht. So, auf jeden Fall sieht hier jedes Zimmer ein bisschen anders aus, das sieht man jetzt auch so, wenn ich nach unten gehe. Und dann, wo ist jetzt genau das Treppenhaus? Ah, hier ist das Treppenhaus, so habe ich das vorhin nicht gesehen. Ah, weil es hier noch nicht drinnen ist, ach so. Das habe ich noch nicht gespiegelt, sozusagen. Hier ist es nämlich schon, das Treppenhaus. Es braucht ja schließlich ein paar Treppenhäuser in so einem Schiff, sonst kommt man ja nicht in die anderen Etagen. Und Lift kommen dann auch noch irgendwie dazu, muss ich mir noch überlegen, wie ich das Ganze dann mache. So, auf alle Fälle kann man hier den Park entlang schlendern und dann hier durchgehen. Und da kommt auch noch irgendein Treppenhaus und irgendwas Spezielles rein. Und dann kann man hier wieder nach draußen gehen. Und hier hat es 2 Restaurants. Auf einer Seite das hier.
mit einer Bar in der Mitte und da hinten die Küche. Und dann hat es auf dieser Seite auch noch ein Restaurant. Tut mir leid, ich bin ein bisschen erkältet. Muss trotzdem aufnehmen. Hoppala, jetzt habe ich schon wieder... Ist schwierig so ohne GUI. So, das andere Restaurant. Auch ein schönes Restaurant. Hier kann man essen, ne? Da mit Bilder und Pflanzen. Da hinten ist die Küche. Da sieht man auch, wie viel das eigentlich in diesem Schiff Platz hat. Man hat auch Platz zum solche Türen machen, ne? Denn wer diese Türen kennt, die haben doch einen relativ großen Platzbedarf an Redstone-Zeugs. Das waren vorher Kühlschränke, aber bei diesem Texture Pack sehen sie nicht mehr aus wie Kühlschränke. Jo, dann hier in der Mitte haben wir ein Karussell, soll das darstellen, aber macht man ein Karussell in Minecraft, geht nicht. Kannst du nicht Stofftiere hinsetzen oder so, oder... Ja, ich könnte Pferde anbinden, hahaha. Hier haben wir eine Bar. Und da ist ein Theater. Bei diesem Theater können da die das Theater machen, also die Organisatoren und die Künstler, die können hier hoch. Also alles auf diesem Schiff sollte nachher später dann begehbar sein, jetzt noch nicht. Das meiste ist jetzt schon begehbar eigentlich. So, jetzt stehen wir da oben. Ja, und ich muss schnell die Musik ein bisschen leiser machen. Ich verstehe mein eigenes Wort fast nicht mehr. So, und jetzt kann man hier natürlich seine Shows vorführen und hier runter in den Pool springen. Juhu. Und alle schauen einem dabei zu. So sieht das ganze Schiff von hinten aus. Das Wappen da, das ist das Symbol der Reederei, der dieses Schiff gehört. Die Oasis of the Seas gehört, habe ich jetzt vergessen. Karibik, irgendetwas. Tut mir leid, habe ich vergessen. Hier haben wir einen Basketballplatz, der mir gerade auffällt, ja gar kein Eingang. Huch! Ah, ich glaube, ich habe den Kompass geklickt. So, jetzt hat es einen Eingang. Entschuldigung, schnell. So, schnell mal husten, so. Dann hier kann man surfen. Da kann ich jetzt doch schnell so rein. Da holen wir schnell ein Schiff. Und das Tolle wäre, wenn wir jetzt mit dem Schiff da hochsurfen könnten, aber das funktioniert in Minecraft leider nicht. Darum müssen wir hier so machen. Dann kann man halt nur nach unten surfen, ne? Leider. Ja, es geht leider zu schnell, dass man hochsurfen kann. Aber der Gag ist eigentlich hier, dass man hier hochsurfen kann und die ganze Zeit so gegen die Wellen, hä? Warte, kann man hier vielleicht anzeigen so? Ja. So oder so, die ganze Zeit auf dem Surfbrett so rumsurfen, so hin und her und hin und her. Genau, das wäre eigentlich der Sinn dieser Surfanlage, wie sie in Wirklichkeit auch ist. Hier haben wir so einen Platz, hier kann ich noch, jetzt kann ich hier eigentlich noch ein paar so, was passt zu Rot? Pink, Schwarz. Noch ein paar so Liegeplätze hinmachen, denn hier kann man sich schön sonnen. Das ist eigentlich ein Sonnenplatz hier. Hoppla. So. Jetzt geht's bestimmt nicht auf. 1, 2, 1, 2. Ja, geht genau nicht auf. Ach, ist ja wurscht. Hier hinten kann man einfach ein Sonnenbad nehmen, ein bisschen so. Und sich bräunen lassen oder rot, was auch immer. Wenn man zu lange an der Sonne ist, wird man halt dann rot. Naja. Genau. Und das hier drüben, das sollte eine Minigolfanlage darstellen. Jo. Mit so Anlagen hier halt, wo man den Ball hier rein und durchschießen muss. So gut wie es halt ging, habe ich das hier gemacht. Jo. Das ganze Schiff ist ein riesen Ding, 1 zu 1 nachgebaut. Und ja, ist eine riesen Arbeit. Und das Schwierige ist eben, dass man so einzelne Sachen hier baut, die dann aber schlussendlich irgendwie alle miteinander verbunden werden müssen. Und das ist das große Problem, weil ich will ja den Platz auffüllen, aber ich habe so immens vielen Platz, dass ich gar nicht weiß, was wohin hinein und wie das Ganze dann zusammen machen. Jo. Und dann möchte ich euch das letzte noch zeigen.
Das ist hier unten. Ist noch nicht ganz fertig. Der Eingang ist noch nicht ganz fertig. Also eigentlich war er schon fertig. Aber das ist eine andere Geschichte. Haha. Geht hier rein. So. Und hier ist eine Leinwand und ein riesen Kino. Auch dieses Kino, das steckt jetzt einfach hier ganz vorne im Schiff. Und das muss jetzt auch irgendwie mit allem anderen verbunden werden. Mit einer Halle, Eingangshalle, was weiß ich. Da hinten kommt dann auch noch Zeugs hin. Und ja, das ist das Schwierige an diesem Schiff. Es ist schön, so kleine Sachen zu bauen, so kleine Extras und so. Aber dann das alles verbinden. Eine echt schwierige Aufgabe. Jo, dann fliege ich dann wieder raus hier. Aus diesem Gefängnis von Schiff. So. Und da wieder hoch. Jetzt mich schnell den Kompass. Zack. Und zack. Und zack. Oh, zack. Wo bin ich? So, da. Gut. In diesem Sinne wollte ich hier euch einfach mal ein Extra zeigen. Die den Kalender sehen, die sehen so schon mal, wie weit das denn schon ist mit diesem Projekt. Alle anderen, die diesen Kalender nicht sehen, die haben halt Pech gehabt und sehen einfach nur den Trailer. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, mal hier diesen Einblick in mein Projekt, wie weit es denn schon ist hier. Auch hier helfen ein paar andere Leute mit, das ist zum Beispiel der Michi. Und der muss rasch nachschauen, damit ich jetzt seinen Nickname sage und nicht seinen richtigen Namen, weil er hat jetzt auch einen YouTube-Channel. Ich muss jetzt da rasch im Hintergrund machen, und zwar hier auf Posteingang, so mal schnell schauen. Auch der Tweethead ist hier am Bauen. Ja, also ab und zu vielleicht ein bisschen. Er schuldet mir noch was, naja, aber weiß er selber. Vielen Dank fürs Zusehen heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt Adventskalender. Ich hoffe, für die nächsten paar Sachen bin ich wieder ein bisschen gesünder und so. Ist ein bisschen blöd, aber ja. The show must go on. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.